Schon filmen die ganze Zeit. Ich habe eine Idee, was ich sagen. Zweiter Tag auf unserer Tour durch den Norden von Bali. Wir gehen jetzt das erste Mal mit dem Tommy und der Laura einen Tempel anschauen. Wir haben uns einen ganz schönen ausgesucht, der ist hier direkt am See. Wir blenden den Namen gerade mal ein, weil er ist mega schwierig zu aussprechen. Aber ich habe gerade nachgeschaut, der Tempel ist knapp 400 Jahre alt und es ist ein Hindu-Tempel. Genau. Das haben wir schon erkannt hier an dieser Hindu-Statue hier hinten. Ja, man sieht jetzt recht viele Leute hier. Ist sehr beliebt. Das Spezielle daran ist eben, dass er hier vorne eigentlich direkt in den See hineingebaut ist. Man sieht das jetzt gerade noch. Wir machen doch hier gerade auf 3, 2, 1 einen kurzen Edit. 3, 2, 1. Thomas zieht einen Rock an. Next time you can wear your flag. Swiss flag. Schick, schick, schick. Kann dir das gehen? Sogar noch matcht in den Farben, oder? Ah ja, du. Wir sind eigentlich schon wieder auf dem Weg zurück in den Süden. Aber wir haben noch hier einen Tempel anschauen, weil der Tempel hier, das ist der grösste buddhistische Tempel hier auf Bali. Bali ist ja zum Großteil eigentlich Hindu, also hinduistisch. Und Buddhismus ist nur sehr klein dran, darum gibt es auch nicht so viele Tempel. Aber der hier ist eben der grösste und wahrscheinlich auch der schönste. Das Schöne an dem buddhistischen Tempel hier ist auch, dass man reinschauen kann. Den Hindu-Tempel kann man meistens nur aussen rum, weil sie dort halt nicht gleich offen sind wie Buddhisten. Und das ist glaube ich cool für den Tommy und die Laura, die noch nie so etwas gesehen haben, mal auch ein bisschen in den Tempel hineinschauen. Hi, my name is Enrico and I'm one of their friends and we're in Indonesia, in Bali. So What are you doing today? we are visiting the temple, the Buddhist temple. That's and good. if you want to go to come to Bali, you can contact me. Yeah. My name is Enrico. He's our Uber driver. So. Oh yeah. Maybe for tour. Yeah, I can tour as well. Little promotion. Yeah, a little promotion. It's never bad, no? Marketing. Very much. Ja, das ist der Rico, als Uberfahrer. Den brauchen wir eigentlich die ganze Zeit, wenn wir hier auf Bali unterwegs sind. Das ist ja, nicht nur billiger als jedes Taxi, das man hier findet, sondern ja, er kann halt die Sprache auch mega gut, so Englisch. Und ja, ist einfach sonst sau freundlich. Ja, er ist echt ein guter. Es ist echt ganz ein schöner Tempel, viel weitläufiger auch als ich gedacht habe. Und im Gegensatz zu den anderen Sachen, die wir bis jetzt hier auf Bali angeschaut haben, so tempelmäßig, ist es mal wirklich ruhig. Also ein bisschen abfahren, so wie es eigentlich ein Tempel sein sollte, nicht irgendwie mega viele Touristen und sonst einfach Leute, die die ganze Zeit nur Fotos machen und so. Der Einzige mit der Kamera rumdenkt. Nein, schon nicht ganz, aber ja. Es hat auch geheißen im Vornherein, also, dass der Tempel hier eher einer von denen sagt, der so ein bisschen ruhiger zu und her geht. Und das ist doch auch mal schön.